So, es geht wieder weiter im Jurassic Park und wir sind ja auf den Triceratops getroffen. Die Bakita. So, und die wollen wir anscheinend wieder ins Gehege zurück tun. Irgendwie. Aber erst schauen wir uns einmal um. Immerhin sind wir noch auf dem richtigen Weg. Wo es da so zum Agieren gibt. So, damals. In deinem Gehege ist genug Futter, Mädchen. Da gehörst du hin. Richtig. Na, wie bist du hier rausgekommen? Hast du das Tor aufgestoßen? Ich glaube mal, wir sollten dem Viech nicht so nahe kommen. Komm schon, Mädchen. Beweg dich. Vielleicht. Ist da? Was ist denn mit dem Tor? Es ist in der offenen Position verriegelt. Vom Lager aus müsste man es manuell entriegeln können, aber... Solltest du nicht im Auto warten? Kein Problem, siehst du? Alles klar, alles in Ordnung. Oder? Sie ist niedlich, hm? Sie ist warm. Hätte nicht gedacht, dass sie so warm ist. Sie ist okay, sie ist in Ordnung. Will dich nur kennenlernen. Stimmt's, Bakita? Okay. Ich muss das Mädchen wegbewegen. Jetzt, wo du sie kennengelernt hast, könntest du bitte zum Auto zurückgehen? Machst du Witze? Neue Gesichter machen sie nervös. Es wäre wirklich besser, wenn du im Auto wartest. Oh, in Ordnung. Okay, ich muss dich hier wegbekommen. Und ich muss das Tor vom Gerätelager aus entriegeln. Vom Gerätelager. Das war wahrscheinlich da hinten, wo wir gerade gesehen haben. Jetzt schauen wir mal, was wir da noch machen können. Na los, Mädchen, geh schon. Das ist eine Straße, kein Restaurant. Okay, dann schauen wir mal. Vielleicht erst einmal zur Tochter. Oh. Vielleicht nicht die beste Idee. Langweilig. Und das Auto lassen ist vielleicht eigentlich gerade das Beste, oder? Ach, noch schlimmer. Gut, du hast sie von dem Zweig weggelockt. So, dann können wir vielleicht wieder... Da Vierer. Vielleicht können wir den jetzt einziehen. Also, jetzt bist du da, wo du hingehörst. Und jetzt das Tor entriegeln. Das Tor entriegeln, genau. Das müssen wir wahrscheinlich da drüben. Was ist da drin? Außer dem Türhebel noch Reparaturzeug. Drahtrollen für Zaunreparaturen, Arbeitsschuhe, Schneeschaufeln. Schneeschaufeln? Wozu? Na, sicher nicht für den Schnee. Oh. Bäh. Okay, da haben wir schon wieder ein Eingabefeld. Im Auto müsste ein Handbuch dafür sein. Ach so. Die Zugangscodes. Jesse, sieh im Handschuhfach nach. Dort sollte ein Handbuch mit Zugangscodes für das Lager sein.
Okay, Sekunde. Das haben wir eh schon entdeckt vorher. Hast du die Codes? Ist es in diesem kleinen schwarzen Buchdings? Ja, such den Zugangscode für das Triceratops Gerätelager. Ah, okay. 1, 5, 6, 3, 3, 7. 3, 3, 7. Okay, danke, Liebling. Okay, Jackpot. Drin sind wir. Fässer mit gesundem Futter für Pflanzenfresser. Schade, dass sie es nicht fressen. Okay, dann schauen wir mal da in das Lager rein. Geschafft. Tor entriegelt. Ach so, das war's schon. Dann können wir das jetzt zumachen. Jetzt, komm. No. Hey, nein, ich geh wieder rein. Jess. Ich bin dabei. Gut, das ist geschafft. Ach, da ist der Große. Oh nein, das Alpha-Tier. Jess, hör auf zu hupen! Oh oh. Ruhig, sehr ruhig. Jetzt kriegen wir ordentlich Ärger. Jetzt können wir da auf die Tastatur hauen, damit wir da das hinkriegen. Oh, geh halt raus. Oh, gleich sind wir erledigt. Ist okay? Oh, ich befürchte was. Dass es jetzt gleich richtig Ärger gibt. Oh weia. Geh ins Auto zurück. So, wir müssen da weckert. Irgendwie. Oh. Das war Game Over. Also nochmal. Ist okay? Geh ins Auto zurück. So, das müssen wir jetzt schnell machen.
Jetzt außer. Oh, geh lieber in Deckung. Weg. Aufwählen. Die andere noch. Die ist nämlich unten drin. Die Wetterlager werden in Sicherheit, aber... Verdammt! Oh oh. Steh auf! Der Kind! So, jetzt müssen wir noch die da umbringen. Alles in Ordnung? Ich bin in Ordnung. Du auch? Ja, mir geht's gut. Alles in Ordnung. Was ist mit dir? Tja, 2 Arme, 2... ja. Ja, das ist ja noch gut. Damit sollte sie es über die Nacht schaffen. Den Rest davon. Morgen Gut. bekommt sie eine richtige Behandlung. Gerade irgendwie gut gegangen. So, dann schauen wir mal. Was haben wir? So, Kopf hoch. Komm schon, Jesse. Wir sind jetzt sicher. Ja. Das erinnert mich an dein altes Häschen-Nachtlicht. Erinnerst du dich noch? Ohne wolltest du nie schlafen gehen. Dad, die Dinosaurier kommen nicht durch die Tür, stimmt's? Tja, die kennt man wahrscheinlich nicht durch, weil sie zu klein ist. Und sie könnten es versuchen, aber sie passen nicht durch. Dad, Ja, Liebling? weißt du noch, wie ich meinte, dass ich kämpfende Dinosaurier sehen will? Ja? Das war ja so toll. Versuch zu schlafen, Süße. Ja, auf jeden Fall haben wir schon mal eine Knarre mit Betäubungsgewehren, Pfeilen. Ist bestimmt nie verkehrt, wenn wir da etwas gerüstet sind. Und es geht irgendwas vor sich.
Sind das nur die Dinosaurier, die da draußen gekämpft haben? Oder Schlimmeres? So, geladen haben wir. Vielleicht schauen wir erst einmal von der Luken aus. Und es scheint Tag zu sein. Ich hoffe, es sind keine Raptoren. Auf die werden wir wahrscheinlich auch noch treffen. Aber es war bloß ein Vogel. Was glaubst du, wer hat gewonnen? Tja, wer hat wohl gewonnen? Da liegt was rum, wo es ausschaut wie ein Horn. Aber wir sagen mal niemand. Sieht aus, als hätte Margaret ein Horn verloren. Aber der T-Rex hat sicher auch was abbekommen. Das darf nicht passieren. Ein freilaufender Triceratops, okay. Aber ein T-Rex, das ist mehr als inakzeptabel. Ich muss mit Muldoon und dem Sicherheitsteam reden. Oh oh, wirst du richtig auf den Tisch hauen? Wer immer das zugelassen hat, muss zur Verantwortung gezogen werden. Ich werde auf den Tisch hauen. Cool. Also, wie kommen wir zum Besucherzentrum? Tja, wie kommen wir zum Besucherzentrum? Wahrscheinlich nicht mit dem Auto. Und zwar werden wir dann deswegen laufen. Oder bleibt sie da? Nein, wir laufen zusammen. Wir werden wohl laufen müssen. Wird nicht einfach werden mit unserer verletzten Freundin. Zumindest steht die Stromversorgung wieder. Das sollte doch was nützen. Die Videoverbindung steht. Wie haben Sie das gemacht? Leicht zu hacken. Das System wird nur von Bindfaden und Spucke zusammengehalten. Genau wie der Rest des verdammten Parks. Sieht aus, als hätten nicht nur wir das Boot verpasst. Da draußen überleben sie nicht. Wir holen sie da raus. Wie kommen wir zu Ihnen? Wir sind meilenweit entfernt und die Straße ist unterspült. Wir sitzen vielleicht in der Wildnis fest, aber die beiden stehen mitten auf der Hauptroute der Tour. Sehen Sie mal. Ach, wir sind da mittendrin. Aha, na also. Ich hoffe, dass das System online ist. Fahrzeugkontrolle erfordert... Na gut, ich brauche wohl einen Sicherheitszugriff. Erfordert Sicherheitszugriff. Okay, wo ist dann wieder? Sicherheitszugriff. Wo können wir denn da rümmert? Ach, da haben wir doch was. Komm schon. Oh, Dennis Nedry. Sie wollen ein Zauberwort? Ich habe da ein paar für Sie. Oh, so viel gleich? Natürlich. Alles klar, wir haben Zugriff. Mal sehen, was wir damit anfangen können. Okay, jetzt haben wir Zugriff. Und jetzt? Zugriff haben wir. Müssen wir dann wieder zurück? Das ist doch mal was. Okay, dann haben wir Fahrzeug 1, 2, 3 und 4 wahrscheinlich. Nehmen wir heute mal 1. Offline. Wie oft habe ich gesagt, dass der ganze Park in einer Katastrophe enden wird? Ziemlich oft. Hoffentlich funktioniert wenigstens einer dieser Schrotthaufen. Gut, 1 geht nicht. Nehmen wir heute mal den zweiten.
Okay, meine Schäfchen. Wartet einfach da und ich schicke euch einen Wagen. Das ist aber schnell gegangen. Willkommen an Bord. Hallo? Man weiß, dass wir hier sind. Du hast gesagt, ich soll niemals trampen. Außer du bist auf einer Insel voller Dinosaurier. Los, Liebes, holen wir unsere Patientin. Wie bringt uns dieses Ding? Die Tourfahrzeuge fahren nur ein paar Ziele an. Wenn Sie uns hören, wir müssen zum Besucherzentrum. Sieht aus, als wäre jemand verletzt. Ich bin überrascht, dass es nur einer ist. Bringen wir sie zum Zentrum. Na bitte. Okay, ab geht's. Quer durch den Park. Kann die Karre nicht schneller fahren? Das dauert ja ewig. Mariquita. ¿Qué haces aquí? Es peligroso. Sie hatten einen Unfall. Sie sind jetzt in Sicherheit. Alles wird gut. Wir bringen Sie zum... Bastardo! Morirás por tus pecados. Ganz ruhig. Was ist los? Sie ist im Delirium. Sie halluziniert bestimmt. Mariquita. Angelito mío. Sie sagte, ich sei ihr Engel. Hola, ¿cómo estás? No sabes cuánto he esperado. Jess, rede weiter mit ihr. Sag ihr, sie muss sich entspannen. Erholen. Mein Spanisch ist nicht so gut. Du kannst das, Liebes. Sag ihr, sie muss sich ausruhen. Mariquita. ¿Qué pasa, mi amor? Tja, wir können ja auch kein Spanisch. Sagen wir ihr halt einmal irgendwas. Vielleicht das da. Joghurt. Ja, leck. Necesita. Ja, dann nehmen wir halt einmal das da. El descanso. Yogur necesita el descanso. El yogur. Eso no tiene sentido. Sekunde, ich habe das nicht richtig gesagt. Ach so, das war schon mal verkehrt. Nehmen wir halt einmal das andere. Usted necesita Was haben wir gehabt? Das da, oder? el descanso. Usted necesita el descanso. El descanso. Sí. Sí. Ah, das war richtig. Estoy cansada. Zumal der Sommerkurs hat sich gelohnt. Mrs. Ortega glaubt das niemals. Gut, so schlecht war unser Spanisch gar nicht. Da! Gut, hier müssen wir raus. Das war unsere Tour. Vergessen Sie nicht, im Souvenirgeschäft vorbeizuschauen. Das ist echt im Eimer. Gehen wir. Okay, wir sind jetzt im bekannten Besucherzentrum vom Jurassic Park.